Noch rasch die Bindungen festgezurrt und los geht's. Malu trainiert mit ihren 9 Jahren in dem ältesten Rhönrad-Club der Welt. Seit 1928 geht es bei der TG Würzburg rund. Der Andrang ist groß, es gibt sogar Wartezeiten, um hier dabei sein zu können. Erfolgreiche Sportlerinnen wie Carina Weißenberger trainieren den Nachwuchs. Das spornt Malu an. Ich gebe mir immer Mühe, dass ich halt besser als 3. Platz werde, weil mein Bestes war bis jetzt 3. Platz. Es gibt verschiedene Disziplinen wie den Sprung. Punkte gibt's im Wettkampf auch beim Geradeturnen. Das wird beim Lila noch dauern. Sie fängt gerade erst an. Genauso wie Sabrina. Sie übt die 3. Disziplin, die Spirale. Bei der Spirale, da wird mir manchmal, wenn ich so ganz lang mache, schwindelig. Aber es ist auch ganz schön anstrengend. Mir ist schon mal passiert, dass mein Daumen unters Rad kommt. Das tut echt weh, aber das geht dann auch wieder weg. Carina Weißenberger trainiert dienstags und donnerstags Kinder und Jugendliche. Seit gut 20 Jahren ist für sie selbst das Rhönrad Dreh- und Angelpunkt. Inzwischen gehört sie sogar zum Bundeskader, braucht deshalb auch viel Zeit für das eigene Training. Irgendwann dann so gegen 8 Uhr versuche ich mich dann so langsam rauszuziehen, warm zu machen und selber noch ein bisschen zu turnen. Aber ja, ist natürlich, wie gesagt, immer so ein bisschen Spagat zwischen beiden Welten. Ich turne super gerne mit den Mädels und versuche denen da weiterzuhelfen. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass meine Trainingszeit nicht zu kurz kommt. Heuer ist für alle hier ein besonderes Jahr. Sie wissen, vor 100 Jahren wurde das Turngerät erfunden. Ich finde es vor allem krass, dass man überhaupt auf die Idee kommt, irgendwie sowas zu machen. Weil eigentlich eine andere Sportart, die sich damit vergleicht, gibt es ja eigentlich gar nicht, wo man im Rad steht. 2 Stahlreifen verbunden mit Sprossen. Otto Falk hatte die Idee schon als Kind, rollt den großen Fassreifen bergab. Aus seinem Prototyp entwickelte Falk verschiedene Varianten. In den Rhöner Werkstätten geht es rund. Diese Räder waren für Russland bestimmt. Mit kleinen Turnergruppen stellte Otto Falk seine Erfindung vielerorts vor. Otto Falk stirbt 1959. Ein BR-Team besucht vor 50 Jahren seine Witwe Pauline Falk. Sind Sie durch das Rhönrad reich geworden? Nein, wir hatten vom Rhönrad nichts. Das ist alles in die Werbung, was vom Rhönrad eingegangen ist, ist alles in die Werbung gegangen. Ne? Unser Leben war ein Kampf um das Rhönrad. So wie im Nürnberger Schwimmbad ist es damals vielerorts ein Blickfang. Selbst auf das Eis wagen sich die Turner. 1960 die ersten Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften. Carina Weißenberger war bereits mehrfach bayerische Meisterin. Bleib auf einer Linie und zieh! Um so elegant das Rhönrad zu steuern, braucht es perfekte Körperbeherrschung und intensives Training. Bei uns in der Region ist es tatsächlich sehr beliebt. Wir haben eigentlich immer sehr hohen Andrang. Man muss auch dazu sagen, das Rhönradturnen hat sich in den letzten, also nicht nur 100 Jahren, sondern auch jetzt noch mal in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Also wenn man sich auch anschaut, was vor 20, 30 Jahren an Küren geturnt wurde, hat sich das Rhönradturnen noch mal extrem weiterentwickelt. Da tut sich wahnsinnig viel. Auch man merkt, dass es international immer stärker wird und auch aus verschiedenen Ländern außenrum immer mehr Input kommt, die immer stärker werden. Und da findet schon noch sehr, sehr viel Weiterentwicklung statt. Von daher also finde ich nicht, dass es angestaubt ist. Ich finde, es ist nach wie vor ein toller Sport. Wunderschön. Carina Weißenberger trainiert mit Brigitte Faber für die Deutsche Meisterschaft kommenden Samstag in Bad Neustadt. Und ab weg, komm! Handstand auf dem Rhönrad. Auch ihre Kreativität können die Turnerinnen mit dem Rhönrad entfalten. Zum Jubiläum in Bad Neustadt stellen Carina Weißenberger und viele andere ihr Können unter Beweis.